Amen. Das ist bei euch wie in den Spitälern, so die Lückenstopfer, wo man dann schnell einspringen lässt, die kommen meistens aus dem großen Kanton, gell? Und so ist das bei euch auch. Nein, schön. Ich habe mich mega gefreut auf die Predigt. Wir stiegen mit 2 so Auftaktverse ein. Und der erste Auftaktvers, das ist cool, der bläst direkt runter hier. Haben wir extra so gemacht, gell? Da fliegt schon fast das Zeug davor, ich stelle mal ein Fläschchen drauf. Wir steigen mit 2 so Auftaktverse ein, wo ganz cool in die Serie passt, der 3. Gottesdienst, wo wir da gerade drin sind. Und zwar ist es das erste, ist aus dem 2. Korinther, ein Vers, da heißt es in 2. Korinther 3,18, das ist so der zweite Teil, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. 2. Korinther, 3. Kapitel, 18. Vers. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Kurz davor steht der bekannte Vers, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ein zweiter so Auftaktvers neben dem Korinthervers aus Epheser 4, Vers 15, da heißt, stattdessen, also zuerst geht es so darum, wir sind ein bisschen unvernünftig gewesen. Wir haben uns hin und her treiben lassen. Das wollen wir nicht mehr machen. Und dann kommt der Vers, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen. Hinwachsen dem Haupt der Gemeinde. Dem Haupt der Gemeinde, also zu ihm hinwachsen. Wir machen das mal so. Das müssen wir reklamieren, wenn das irgendwie mit der Kamera dann nicht mehr aufgeht oder so, einfach sagen. Eigentlich, wenn das so das Haupt ist, der Mittelpunkt, so das, was es ausmacht, zu ihm hinwachsen. Also das heißt, ganz einfach, ihm entgegenwachsen. Das sagt der Epheser-Vers aus. Und eigentlich ziemlich simpel. So zum Mittelpunkt. Haupt ist auch zu ihm hinwachsen. Haupt war damals auch wie so der Eckstein, so das tragende Ding. Also wenn das rausnimmst aus der Rechnung, dann geht die Rechnung zusammen. Wenn das nicht mehr untermauern darfst, dann bist du wie das Super Mario, hat das geheißen, der hat so rennen müssen und hinter ihm sind die Steile abgehakt. Wisst ihr das was? Der arme Hund, der hat nicht anhalten dürfen. Auf Gedeih und Verderben. Aber zu ihm hinwachsen heißt, look, das hebt. Du darfst sehen. Das ist fest. Zu ihm hinwachsen heißt, look, ich habe das Ziel vor Augen. Ich habe einen Kern, der mein Universum ausmacht. So, das ist mal der Auftakt. Jesus als Haupt der Gemeinde. Und damit herzlich willkommen eben zum Thema Wachsen. Prinzipien von deiner Entwicklung. Jetzt muss ich gerade schnell, wir haben das genannt, Prinzipien für geistliche Entwicklung. 3. Teil. Der Joni hat zum ersten Service gebracht und der Simon letzte Woche. Und die haben neue Gedanken, das streifen wir mal nachher auch nochmal. Und die Macht der Gewohnheit, das streifen wir alles. Darum ist das gerade cool, wenn das hier wie so zusammengefasst wird in diesem 3. Gottesdienst. Unser Thema ist, wie kann der Heilige Geist da hineinwirken in dieses Geschehen. Dass du und ich nachher von dem Gottesdienst rausgehen und sagen, ich habe irgendwie was, nicht von Martin her, das ist wichtig, sondern von Gott her begriffen, dass es irgendwie dem näher kommt, dass ich mehr in das hineinkomme. Dann hat er das Prinzipien genannt. Prinzipien ist manches Mal so, ja, so der Prinzipienreiter, die haben, also wir Deutsche haben die nicht so gern. Die Schweizer können mit denen vielleicht ein bisschen besser umgehen, aber so dieses pedantische, es geht mir ums Prinzip. Also um das geht es nicht heute Morgen, da müsst ihr keine Angst haben, sondern es geht um das, was der Heilige Geist uns an Prinzipien, an Richtlinien, an Guidelines, an Ziel aufzeigen will. So, Wachsen ist so der Grundding. Und Wachsen, haben wir ja hier gesehen, schöner Traubenstock, der wächst. Wir wohnen in Männendorf und haben viel Umschwung und das ist eher manchmal so ein bisschen Dschungel. Und wisst ihr was haben? Wir haben tatsächlich so einen Traubenstock, aber wir haben auch noch was anderes in unserem Garten. Das ist relativ wüst, da muss man richtig aufpassen. Nämlich, das sind Dornen. Die habe ich heute Morgen abgeschnitten und das sind so richtige Drecksdornen.
Mein kleiner Bub, der hat Schiss gehabt vor denen, wo ich die in den Kofferraum gelegt habe. Weil vor Donner hat man Schiss. Du kannst dich an Donner nicht festheben. Und dann bin ich mit Gift losgezogen, weil wir haben die beste Vermehrerin auf der ganzen Welt. Die sagt, Martin, mach was willst, aber diese Donner, denen machst du gar aus. Und dann bin ich da losgezogen und habe die abgeschnipfelt. Und wisst ihr, was interessant ist? Dieses Drecksbiest habe ich auch abgeschnitten. Aber das ist nicht welk geworden oder nur so ein bisschen. Das hat weitergemacht. Seit Wochen macht dieses Drecksbiest weiter. Und wisst ihr, warum? Weil die Donne so schlau ist, die hat nicht nur da Wurzeln gehabt, sondern die hat sich da schon wieder eingeklinkt und auch Wurzeln gehabt. Die hat sich von der Seite längst ernährt. Die hat sich ins Fäustchen gedacht, du kannst mich locker da abschneiden. Das juckt mich eigentlich wenig, Kollege. Ich bringe meinen Saft schon woanders her. Und wir merken, wachsen tut es übrigens immer. Wenn du nichts machst, es wächst immer. Aber wenn du nichts machst, weißt du, was am Schluss gewinnt? Die Drecksdonner gewinnt. Die kommen, und die krallen sich drin und die sind ja schon, die musst du ja gar nicht erklären, die Donner. Du weißt ja schon, wie es zu und her geht mit der. Und das hängt eigentlich damit zusammen, schmeißen wir das mal ab, das hängt damit zusammen, dass eigentlich schon ganz am Anfang, Genesis 3,18, passiert etwas, wo der Weinstock und die Frucht des Weinstockes in Gefahr bringt. Nämlich, ihr wisst es, verflucht soll dieser Acker sein. Disteln und Dornen. Im Paradies hast du das Ding weder hegen noch pflegen müssen, vermutlich. Das ist einfach rot. Es hat keine Feinde gehabt. Da war die Balance da war das intakt. Und dann passiert der Sündenfall und mit dem Sündenfall sprießen die Donner. Ich stelle mir vor, die Donner, die hat sich förmlich ins Fäustchen gelacht, Einzug zu halten. Im Schweiße deines Angesichts musst du schuften. Und wenn du bei irgendwie 25 Grad auf Donnerjagd gehst, in meinem Garten, da schwitzt du wie ein Ochs. Und nachher bist du komplett da offen und jeder fragt, was hast du gemacht? Ich habe Donner gejagt. Und die Donner sind wüst. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wachsen die Donner automatisch in unserem Leben. Wir kommen nicht drum herum. Also, Weinstock oder Dornen. In dem Auftaktvers hat es geheißen, der Herr verändert uns durch seinen Geist. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, der will nicht Dornen, sondern der will, dass wir Frucht bringen. Kapitel weiter hinten heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt gute Frucht, der lebt in der Bestimmung, durch seinen Geist verändert. Und auf dem machen wir uns mal auf die Spur, was das heißt, der Heilige Geist, ihm ähnlicher werden. Wenn wir an den Heiligen Geist denken, an diesem Morgen, dann kommt uns wahrscheinlich, die Bibel kennen und das Christentum ganz schnell eins in den Sinn, nämlich Heiliger Geist, wo war's? Pfingsten. Nicht anders. Pfingsten, Heiliger Geist. Da heißt es nämlich, Ausgießung, Apostelgeschichte 2 vom Heiligen Geist, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Wind. Und es erfüllte das ganze Haus. Das war so der Wuff-Moment, wo sich der Heilige Geist offenbart hat. Das war der Spirit, der Einzug gehalten hat. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, auf einmal rauscht das so inne. So haben die das erlebt. Petrus vorne mit dabei. Vielleicht war die auch überfordert und dann denkt, wow, was geht jetzt ab? Und warum war es wie Wind? Das hebräische Wort für Geist Gottes, für Geist, ist Ruach. Und das ist eigentlich auch cool. Hebräer, die haben öfters so Worte, da merkst du auch schon, was es geht. Ruach. Sondern Ruach. Das heißt Wind. Das heißt Geist, da weht etwas, da setzt etwas in Bewegung. Im Neuen Testament völlig plump, das könnt ihr Schweizer besser wie wir Deutsche, weil ihr sagt nicht Autoreifen, sondern Pneu. Pneu ist Luft, Pneuma. Also überall, wo ihr irgendwie bei Mettler Toledo schafft und da hat so pneumatische Anlagen, wo da Luft druckt, oder Belimo, haben das sicher auch. Und dann, das ist Luft, wo was macht? Luft, wo etwas antreibt. Luft, wo Ventile regelt. Luft, wo Dynamik bringt. Völlig simpel kann man sich das auch vorstellen bei Windkrafträdern. Da kommt der Wind und die Eigenschaft des Windes ist, du siehst ihn nicht. Du
siehst ja aber seine Auswirkungen. Auf einmal so riesen Rotorblätter, Kumpel von mir, der schafft da oben und wartet die Dinger. Das sind so große Dinge, die sind so drecksschwer und auf einmal kommt der Wind. Und was kommt raus? Energie kommt raus, Kraft kommt raus. Oder wer segelt auf dem schönen Zürichsee oder Griefensee oder Pfäffikersee, der weiß, wenn der Wind kommt, dann bewegt sich etwas. Das ist Pneuma, das ist Ruach. Und das kommt nicht von ungefähr, dass Gott sich das so überleitet. Der Heilige Geist nenne mir Wind. Weil dann könnt ihr nachher, die 2000 Jahre später, hier im Ahrtal hocken, etwas verstehen von dem, wie ich mir das denkt habe. Weil Wind kennen die auch. Das checken die. Die haben nämlich der Griefensee vor der Tür. Ruach, Wind, Geist, Atem. Jetzt habe ich noch eine andere Definition mitgebracht, die ist noch ein bisschen simpler und die hat mich wie gepackt. Was meinen wir, wenn wir vom Heiligen Geist reden? Wenn wir vom Heiligen Geist reden, meinen wir die Gegenwart Gottes. Ich habe in meinem Denken, wie ich so christlich sozialisiert worden bin, immer gedacht, das ist ein so spezieller Teil und der kommt vor allem dann zum Tragen, wenn es übernatürlich ist und wenn es Wunder sind. Und das ist auch richtig und das ist auch gut, aber das ist auch was Verhängnisvolles. Weil ich meine dann immer, das ist nur ein Drittel von Gott. Aber der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes hier auf dieser Welt. Nicht anders. Da hat Jesus gesagt, muss ich schnell 14, 26 Moment. Haben wir denn auf dem Ding? Genau. Da haben wir, ich habe den vergessen aufgeschrieben. In Johannes 14, 26 heißt, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. So hat Jesus den angekündigt, der Heilige Geist. Der hat gesagt, schau mal, es wird jemand kommen an meiner Stelle und der wird euch anstelle von mir selber, wird er euch offenbaren, wie ich bin. Er wird euch, und das ist interessant, erklären und erinnern. Er wird euch das beibringen, was ihr zum Leben braucht. Heute am Sonntagmorgen. Der Heilige Geist ist jetzt da. Er will das machen. Jesus redet auch noch vom Tröster, vom Helfer, den er schenkt. Zu Jesu Zeiten, wenn wir schnell zurückgehen, wenn er so durch die Rebe marschiert ist, so vor 2000 Jahren, da war ja Jesus zumindest da unten in Jerusalem und drumherum in Israel leibhaftig da. Die sind ihm nachgefolgt. Das war nicht so kompliziert. Du hast den anlangen können, du hast den gesehen, du hast die Wunder leibhaftig miterlebt, wenn du in dem Jüngerkreis unterwegs bist. Und dann hat Jesus gewusst, wenn er weggeht, dann bleibt wie eine Leere übrig. Und die Leere füllen wir aus durch den Heiligen Geist. Eine kleine Randbemerkung, ganz am Anfang, ich schlage das auch schnell auf. Man meint immer, der Heilige Geist sei dann am Pfingsten ausgeschüttet worden, aber müsst ihr mal überlegen. Ganz vorne, wo alles losgegangen ist, heißt, die Erde war aber wüst und leer und es lag Finsternis aus der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ganz am Anfang war der Heilige Geist längst da. Es hat keinen Erdemoment gegeben, wo der Heilige Geist nicht schon existent gewesen wäre. Der Heilige Geist war da. Der war immer da. Der hat das alles begleitet. Aber wo Jesus gegangen ist, hat er gesagt, jetzt werden wir den nochmal, wie wir es vorher gelesen haben, auf eine ganz besondere Art und Weise ausschütten. Also, der Vers aus dem Johannes, wo dann heißt, er wird lehren und uns erinnern, den behalten wir auch so mit drauf. Am Anfang haben wir gehabt, er verändert uns, der Heilige Geist, dass wir ihm ähnlicher werden. Dann haben wir gehabt, zu ihm hinwachsen. Und jetzt nehmen wir mit dazu, er erklärt und erinnert uns an das, was Gott im Sinn hat. Ganz vorher schon erwähnt, für mich war der Heilige Geist so der zuständig war für das Übernatürliche. Das war so die Wunder. Wie viele von euch auch, habe ich auch so eine charismatische Phase gehabt, da waren wir eifrig, man hat mehr von Gott erleben wollen. Und da war immer zuständig, wer? Der Holy Spirit. Jesus war da auch okay, aber der war fast ein bisschen langweilig. Gott Vater, so mit dem großen Bart auf dem Thron, den haben wir da außen vor gelassen. Jetzt nur Holy Spirit. Und dann entwickelt sich so ein Hype und man glaubt daran, dass jetzt die großen Wunder kommen im Leben und hier und da sind auch Wunder passiert. Aber das alles birgt eine Gefahr, wenn wir den Heiligen Geist nur so als Teil von Gott sind. Nämlich das Erklären und Erinnern schon mal rausgeht. Weil Erklären und Erinnern, also an wen denkst du? Ans Mami, logisch. Das war ja Erklären und Erinnern, war immer das Mami. Und nach dem Mami gerade der Lehrer.
Der war auch blöd. Dem hast du ja nie, die Mami war nicht blöd. Die Schwiegermami schon gar nicht, die lugt nämlich zu gerade, gell? Nein, die sind nicht blöd. Aber die haben uns ja auch lehren und erinnern müssen. Also die haben nichts falsch gemacht. Aber das wirkt ja immer Kind so, kein Bock. Der Haken ist einfach, wenn wir das nur so sehen, dass das nur Wunder sind, dann kann ich erklären und erinnern raus. Und das hat was sehr Cooles und was sehr Entscheidendes. Das ist ja entscheidend für uns heute Morgen. Wenn wir das nur sehen als, wow, das Brausen kam und der Heilige Geist ist für Wunder zuständig, supernatural, und wir gehen in diesen Hype hinein, dann vergessen wir ganz viel, was die Grundlage vom Wirken des Heiligen Geistes ist. Da gibt es nämlich eine Grundlage, die vergessen wir ganz oft. Was beim Turmbau zu Babel komplett in die Hose gegangen ist am Pfingsten nämlich wiederhergestellt worden. Sie haben, und das kommt nicht oft vor, nämlich man denkt ja gerade an Wunder und an Feuerzungen und an mächtiger Wind. Sie haben auf einmal wieder miteinander reden können. Meder und Perser, Mesopotamier und was weiß ich, wer alles, die sind alle dabei gewesen und die haben alle durch den Heiligen Geist sich wieder verstanden. Müsst ihr mal überlegen, Verständigung anstatt sinnlosem aneinander vorbeireden. Das macht der Heilige Geist. Und jetzt könnten wir mal überlegen, ist das super attraktiv? Ist das der Hype? Ist das, wo wir zusammen quasi urfliegen? Nein, das ist das, dass wir wieder einander verstehen. Und wisst ihr, wie wertvoll es für manche Ehe wäre, wenn sie sich wieder verstehen würden? Wie wertvoll es für manche Beziehung wäre, wenn der Heilige Geist einfach die wieder sprachfähig werden lassen wird. Wenn wir uns verstehen, anstatt aneinander vorbeiredet. Wenn wir miteinander in der Beziehung anfangen zu kommunizieren, weil uns der Heilige Geist die Worte ins Maul legt, wir es miteinander gehen. Auch dort, wo es verworren ist, auch dort, wo die Beziehung nach Donner aussieht, auch dort, wo ich vergessen habe, die jetzt schneiden und dann denke, ja, scheiß drauf, lohnt sich alles nicht. Gott, der Bach ab. Stell dir mal vor, wir würden da wieder redefähig. Und das ist an Pfingsten passiert. Auf einmal haben die wieder miteinander reden können. Wow, und die haben sich gewundert, verschiedene Dialekte, Mundarten und Sprachen. Auf einmal ist das wieder zusammengekommen. Völlig faszinierend. Wie gut wird es dir an deiner Arbeitsstelle vielleicht tun, wenn du wieder redefähig werden würdest? Mit dem Gegenüber, wo dir am Schreibtisch hockt oder an der Maschine. Und stell dir vor, morgen gehst du in deine Bude und nimmst den Holy Spirit mit und sagst, mach mich sprachfähig diesem Menschen gegenüber, der mich nur aufregt, von dem ich Schnauze voll habe. Oder noch krasser, du gehst nachher heim und sagst, hey, lieber Ehemann oder liebe Frau oder liebes Kind, da bin ich. Ich will dir zulassen. Ich will redefähig mit dir werden. Und das Zweite, erklären und erinnern, wo wir schon mehrmals erwähnt haben, geht auch raus, wenn wir nur an die große Wunder glauben. Geschwind nochmal zurück zum Schulmeister und zum Mami. Man meint ja, lehren und erinnern, das hat vor allem mit etwas zu tun. Also ich bin zumindest so, das hat mit Disziplin zu tun. Da muss ich beweisen und da muss ich machen. Mit meinem Junior lerne ich Englisch Vokabeln und der hat natürlich nach Portion 1 schon keinen Bock mehr auf Portion 2 und der wehrt sich mit Händen und Füßen. Das langt jetzt mal und ich mag nimm. Das hängt wie auch. Wer kennt das? Wer kennt das, dass er sagt, hey, wirklich mal ehrlich zumindest, kein Bock auf Lernen. Auf dieses Lernen, was mich interessiert schon, aber das, wo ich sage, brauche ich das überhaupt? Und das piekst dann sogar auch noch und die Donnerschere, Dani, nein, lass das weg. Ich würde lieber so ein bisschen floaten, treiben, soaking. Disziplin brauchen wir und da haben wir so natürliche Abneigung dagegen. Und darum habe ich gedacht, warum ist das bei mir so? Und dann habe ich mich mal auf den Weg gemacht und geschaut, was Disziplin heißt. Disziplin heißt nämlich nicht stillsitzen, wenn du schon längst im Hocker kannst. Das heißt nicht Kräfte zutage fördern, wo du sagst, ich bin völlig ausgelaugt. Disziplin heißt auch nicht, ich halte nur durch und bewahre Haltung, wenn es mir zum Brüllen ist. Das mache ich ja schon lieber lange Tag, jetzt soll ich es bei Gott auch noch machen, lönt mir in Ruhe am Sonntagmorgen. Sondern Disziplin kommt von diskere, und das heißt ganz einfach lernen. Und das ist eigentlich interessant, wenn man das so sieht, dann merkt man, das geht noch weiter, nämlich Discipulus, das ist der Schüler. Und dann kommt das Wort Disziplin raus. Und jetzt kommt der entscheidende Bam für euch hier am Sonntagmorgen. Und der Bam, der ist wichtig. Das ist wirklich so ein Schnipser. Denn wenn du den Sprung machst, wenn die Hürde nimmst, dann bist du safe. Englisch, Jünger, sind die 12, wo nicht dabei war. Der Petrus, wo es Rauschen mitgekriegt hat, heißt ganz einfach Disciple. Wo kommt das her? Das ist der Disciple, der Disziplin hat.
Der Disciple, der Jünger, der nachfolgt. Das heißt, schau mal, ich lasse es nicht einfach rauschen in der Zufälligkeit des Lebens, wie es halt gerade so kommt, den Umständen entsprechend und meinen Emotionen entsprechend ganz oft, sondern ich folge jemand nach, ich bin Jünger. Und das ist Disziplin. Disziplin ist ein Gemeinschaftsbegriff. Disziplin ist nicht die Peitsche und der Stecker und das öde, langweilige, harte, kalte Schulzimmer, sondern Disziplin lebt. Jünger, sie lebt. Das ist, ich will diesem Meister nachgehen und ich will was lernen. Holy Spirit, du darfst mich lehren, weil die Kraft von dir herkommt, weil du bekannt bist. Ich will zu dir hingehen und das ist manchmal auch ein steiniger Weg. Das ist manchmal auch, wenn du, was haben wir da, der Bachtel, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen Low-Level, aber der Brückler oder der Tödi dahinter, Glarnerland, wenn du da urwanderst, das ist nicht immer, wow, cool, das ist ja wunderbar, sondern das ist manchmal sehr heimtückisch. Du nimmst die erste Kuppe und Klippe und dann denkst du, jetzt habe ich gemeint, da bin ich oben, ich bin noch lange nicht oben. Und dann kommt wieder das nächste Tal und so weiter. Aber du weißt, ich will ans Ziel kommen, ich will ihm näher kommen. Das ist Disziplin, nicht Regel oder Vorschrift, sondern es ist ein Gemeinschaftsbegriff. Eine andere Definition von Disziplin habe ich gefunden, ein auf Ordnung bedachtes Leben. Ein auf Ordnung bedachtes Leben. Look, da verhängt sich nicht die Dorne mit ihrer Rebe, sondern da ist Ordnung. Die Dorne, die rupfe ich da raus, die kommt weg. Ein auf Ordnung bedachtes Leben. Und das ist ganz interessant. Der Heilige Geist will Ordnung in unser Leben hineinbringen. Am Anfang, habe ich gerade vorher vorgelesen, schwebte der Geist über den Wassern und über der Erde. Und es war was? Der generelle Zustand, der wird da schön zusammengefasst, hebräisch, Tohu Wabohu. Es war, wenn du es nachschlägst, Chaos. Es war Durcheinander. Es war ungeordnet. Und der Heilige Geist kommt ganz am Anfang vom Wort Gottes. Er sagt, ich will Ordnung freisetzen. Ich will Disziplin freisetzen. Ich will Struktur innebringen. Ich will, dass Klarheit entsteht. Das mal als Grundlage. Das heißt, egal wie wir das nennen, da drin, egal wie wir das nennen drin, es geht darum, dass der Heilige Geist, du kannst ja sagen, die Richtungsordnung wiederherstellen will. Er will, jetzt können wir die Donner, das sparen wir uns jetzt, die Donner da drum platzieren und der Wiestock in der Mitte. Du kannst das hier der Wiestock nennen, du kannst das auch die Wurzel nennen, der was Leben bringt, du kannst das auch Gottes Ordnung bringen, die da der Mittelpunkt ist. Und, ganz interessant, du kannst dann noch etwas nennen, die Ebenbildlichkeit Gottes. Weil, wo dieses Chaos am Anfang war, wo der Heilige Geist Ordnung innebracht hat, da ist was passiert, da hat er erstmal ordentlich Ordnung gemacht, mit dem Wasser vom Landteil, der hat die Sterne platziert, er hat eine Weltordnung geschaffen, eine Weltstruktur geschaffen, die gesund ist, die dient. Und da hinein, in diese Ordnung hinein, sagt er, jetzt mache ich nochmal etwas. Und das, was ich da noch mache, das ist auch eingeordnet in der Hierarchie. Und das ist der Mensch. Also auch das ist geordnet. Wassertiere ins Wasser, Landtiere an Land und Mensch auch an Land. Und an Land noch eine Ordnung drin, nämlich du darfst über Pflanzen und Tiere herrschen. Du darfst die dir zunutze machen. Das ist Gottes Ordnung, die der Heilige Geist bringt. Und die Ordnung, die vereint sich da drin. Und dann, als er das gemacht hat, sagt er, und das ist grandios, zum Ebenbild von mir selber schaffe ich, der Joni. Zum Ebenbild von mir selber. Ich werde etwas so Heiliges, wie ich selber bin, in diese Welt hineinfügen. Und diese Struktur, dieses Raster, diese Ordnung hat Platz für das. Das ist völlig faszinierend. Wir leben hier Tag aus, Tag ein irgendwie dahin, ganz oft. Und wir haben vergessen, dass da drin die Ebenbildlichkeit Gottes mit mir anfängt zu schwingen. Dass ich mir, wenn ich die Richtung einschlage, merke, wie wertvoll ich bin. Vielleicht gehörst du zu denen, die, jeder Mensch macht das mal, wo sagt, wer bin ich schon?
Ich irgendwie, ja, ich schlage mich durch, aber irgendwie auch oft übrig geblieben. Oder schaust in den Spiegel und sagst, ja, ich bin nicht zufrieden mit mir. Oder was auch immer, ist die ganze Identitätsfrage. Und da hinein spricht der Heilige Geist, sagt, schau mal, du bist Ebenbild vom lebendigen Gott, der Ordnung ins grandioseste Chaos gebracht hat, der Leben geschafft hat in der Wüste, der Dynamik gebracht hat, da wo die Segel nur noch so durchgegangen sind. Das ist dieser Gott, näher zu Gott. So, und jetzt kommt etwas Blöds, auf das haben wir keinen Bock. Muss ich schnell suchen, Galater. Das ist nämlich ziemlich bescheuert und das war ursprünglich auch nicht Gottes Plan. Und ich wette mit euch, wenn wir vom Dialekt her wenig Gemeinsamkeit haben, da haben wir wahrhaftig gleiche Stimme. Das finden wir alle blöd. Nämlich, es gibt hier drin nochmal etwas. Und die predigen so. Wenn du Ahnung von Physik hast, dann weißt du, Fliehkraft, wenn sich das Ding anfängt zu drehen, dann gibt's eine Kraftwirkung, die zieht nicht dahin, sondern die zieht nach außen. Da heißt es in Galater 4, 5, Vers 16, ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr, und das hört sich jetzt ein bisschen altbacher an, die Lust des Fleisches überwinden. Also gut, was auch immer die Lust des Fleisches ist, machen wir mal weiter. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Man glaubt gar nicht, dass das neue Genfer ist, gell? So altbacher, wie das daherkommt. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Besser kannst du es gar nicht auf den Punkt bringen. Die Dynamiker, die herrschen. Und ich glaube, wenn du alle Dynamiker zusammenschrumpfst auf eine Tatsache des Lebens, dann landest du bei dem Ding. Du landest nirgends anders. Nämlich, du landest da drin, dass es gibt Gut und Böse. Und ich habe eine Ahnung von dem, was gut ist. Und ich glaube, dass das da drin ist. Und ich glaube sogar, dass das mit Disziplin und mit Lehre zu tun hat. Aber die Fliehkraft ist manchmal so groß, dass ich mich heben muss wie in so einem Karussell, wo es uns da rauszieht. Und manchmal habe ich keinen Bock mehr, weißt du was? Dann lasse ich mich einfach mal rausrauschen. Und dann lande ich in Donner und bleibe da mit dem Augenlid hängen und denke, oh, wie geil war das? Obwohl es ein riesiger Scheiß war. Ich lese es uns nochmal vor und ich probiere es ein bisschen besser übersetzen. Wandelt im Geist, so werdet ihr eure eigene Lust, euer eigener Trieb, euren eigenen Null-Bock haben. Lustlosigkeit. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ihr werdet das überwinden. Denn das Fleisch gelüstet, das ist ja auch interessant, gegen den Geist. Also mir selber Hand, und wo kommt das her? Das kommt verflucht sei der Acker. Da kommt es her. Das war die Geburtsstunde von den roten Pfeilen. Das war die Geburtsstunde von dem, dass ein anderer Trall in dieses Leben reingekommen ist, wo katastrophal ist. Das zieht dich raus. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Wenn man sich so fragt, was wäre richtig? Oder was würde mir helfen? Da sind wir bewandert drin. Da wissen wir, was zu tun ist. Und wenn wir dann mal genau anschauen, dann merken wir, genau das machen wir nicht. Weil wir anstatt auf der grünen Pfeil geguckt sind und Richtung Ziel geritten sind, auf der roten Pfeil geguckt sind und weit weg vom Ziel geritten sind. Oder wenn wir uns treiben lassen haben. Ich habe vorher gesagt, es wächst immer was. Wenn du nichts machst, dann wachsen die roten Pfeile und das heißt Distel und Dorne. Prinzipien für geistliches Wachstum. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen. Und da ist wichtig, dass wir jetzt nicht in so einem moralischen, standardfrommen Dings landet. Weißt du, der Standard ist da, wenn ich habe 10 Jahre Jugendarbeit gemacht habe, wenn ich sage, was sind die grünen Pfeile? Wisst ihr, was dann als Standard kommt? Das kommt immer. Das kommt immer, 100%. Bibel lesen, früher aufstehen und wenn es ganz hart kommt, nur nach Afrika in Mission. Und da habe ich keinen Bock drauf, hat mir der Tobi gesagt. Ich gebe mich Gott nicht so ganz hin. Martin, 1:1, der Tobi. Weil ich Angst habe, dass der mich woanders schickt, wo ich keinen Bock drauf habe. Müsst ihr mal überlegen, wie christlich verkommen der ist. Der hat nicht gecheckt, dass da drin das Heil ist. Ich sehe es jetzt auch mal.
Der hat nicht gecheckt, dass da drin die Ebenbildlichkeit Gottes ihren Vollzug nimmt. Der hat nicht gemerkt, dass die Ruhe im Sturm ist, wenn der Tornado außer rundonnert. Dass da Mitte Ruhe und Friede ist. Wie hart ist das, wenn man das so verkennt? Es geht nicht um frommes Standardszeugs, sondern es geht darum, dass es eigentlich der Heilige Geist, weil der dich besser kennt, als jeder dich kennt, etwas parat hat für dich, wo genau zu dir passt. Und wenn der dich nach Afrika schicken will, glaub mir, dann ist Afrika das Beste, was dir passieren kann. Gott macht keine Fehler. Der Heilige Geist, der hat etwas, was dir ganz, ganz, ganz nahe ist. Das ist heute Morgen nicht, jetzt muss ich gerade mal, Frau, lass mich mal in Ruhe, weil ich muss jetzt eine Stunde Hausaufgabe machen aus der Predigt, sondern ich glaube, dass der Heilige Geist an diesem Morgen etwas anklingen lässt von dem, was genau zu dir passt. Und das sind nicht die, wow, ich habe den Bachtelwöller und Hans Matterhorn gekriegt. So ein Kack. Sondern das ist, schau mal, der Bachtel, den habe ich für dich parat, weil du der Bachteltyp bist. Und wir im Zürich gehen auf der Ätzel, weil wir die Ätzeltypen sind. Ich muss nicht unbedingt jetzt den Bachtel beklimmen, nur weil der Joni sagt, ich bin auf dem Bachtel jetzt meistens. Joni nach, das ist nicht schlecht, wenn er ihm viel nachmacht, der lebt ja ein gescheites, gutes Leben. Aber vielleicht ist ihm der Bachtel und dir der Ätzel. Also was passt zu dir? Ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann merkst du, was zu dir passt. Vielleicht poppt es jetzt schon auf gerade. Wo du merkst, das wäre mein nächster Schritt in die Richtung. Das wäre das Ding, wo ich sage, ich lasse es ab jetzt sie. Ich weiß es ganz genau. Ich sattel um auf der grünen Pfeil. Ich glaube im Moment, dass es Menschen gibt, die wissen haargenau, was sie sein lassen sollen. Weil sie wissen, das ist der fette rote Pfeil. Jetzt ist dann aber die nächste Frage, und das ist halt auch wieder ein bisschen blöd, wie lassen wir es denn sie? Ich glaube, dass wir geistliche Prinzipien uns auch trainieren sollen, die nicht pauschal sind, sondern die genau in das hineinwirken, wo du gerade hockst und bist. Egal wie deine Situation ist, egal wie deine Umstände sind und egal wie du dich hin und her treiben lassen hast, vielleicht von Menschen, von dominante Vorgesetzte oder im Rausch vom irgendwas oder in der Erfüllung am falschen Ort. Du hast Donner gefuttert und hast gemerkt, eigentlich bleibe ich dir im Hals stecken. Das bringt es nicht, ich sollte mal wieder drüber futtern. Ich glaube, dass wir kleine, einfache Prinzipien haben, die uns helfen sollen, jetzt zum Schluss von der Predigt, dass wir das noch wir mitnehmen können und umsetzen können. Und das sind nicht die 5 Prinzipien für ein glücklicheres Leben. Weil das kannst du im Orel Fürsli regalweise kaufen. Das sind auch nicht die 3 Wege zum Glück oder sonst irgendwas, sondern, und das ist entscheidend, das ist der grüne Pfeil, der dich heimführt. Da kann vieles immer noch stürmen. Da kann vieles immer noch unklar sein. Da kann das Ziel vor Augen noch nicht offensichtlich sein. Dann merkst du, da ist die Ruhe und der Friede meines Lebens. Das ist meine Bestimmung. Das ist die Ebenbildlichkeit, die wieder anfängt zu leben. Ich kann euch nur sagen, wie ich das so halbwegs angehe. Weil das zu individuell ist, dass ich euch Leute das hier um die Ohren schlagen könnte, machen die 3 Schritte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was der Heilige Geist dir geben will. Aber ich weiß, dass er was geben will. Bei mir ist es erstens mal, achte auf deine Gedanken. In Sprüche heißt es, und der Paulus schreibt, erneuere deine Gedanken. Das ist mal das Erste. Ich glaube, Gedanken in uns haben eine Kraft, uns an Orte zu bringen, wo wir nicht sein wollen. Gedanken in uns haben die Kraft, uns in den Donnerwald zu bringen, ins Dickicht, in den Dschungel, da wo uns der Überblick fehlt. Achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Das steht sogar, achte mehr als auf alles andere auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Also was denkst du so der liebelanger Tag? Musst du vielleicht mal Gedanken machen, was du denkst. Und ich habe mir auch gewöhnt, ich habe irgendwann meinen Sinn gehabt, ich glaube, ich habe es gelesen. Es gibt einen kleinen grünen Staubsauger in meinem Kopf und der sucht die blöden Gedanken ein, die nicht gut sind. Und wenn die blöde, vielleicht es gibt Leute, die wachen nachts auf an solche Gedanken und die bringen sie an Orte, wo nicht mehr geschlafen wird. Es gibt Leute, die bringen sich mit ihren Gedanken an Orte, wo Schweiß auf der Stirn ist und wo Angst regiert. Das sind rote Pfeile, die dich rauslockern. Und manchmal hast du den Eindruck, du bist denen irgendwie ergeben, du kommst gar nicht weiter. Aber da der kleine Staubsauger und sagt, die sauge ich eh. Die Gedanken, die müssen nicht sein.
du bist der König, du bist Gott. Achte auf deine Gedanken. Dann eine zweite Sache. Am Anfang war Gott schon Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das nächste ist nach Gedanken Gemeinschaft, gesunde Gemeinschaft. Jetzt gehöre ich zu denen, die sagen, lass mich manches Mal wirklich in Ruhe mit dem wir in der Selbsthilfegruppe zusammenhocken und jetzt müssen wir es tun, als hätten wir es gut und wir sind fromm und wir beten miteinander. Und so habe ich das von der Jugend öfters her wahrgenommen. Und ich habe gesagt, Martin, lass mich in Ruhe, that's not me. Das hat Gott auch nicht gemeint, sondern Gott hat gemeint, aufrichtige, ehrliche Gemeinschaft, die manchmal auch mühsam ist. Jeder, der geheiratet ist, weiß das. Da könntest du ja manchmal deine Frau auf den Mond schießen. Und dann merkst du wieder, stopp Martin, anstatt die auf den Mond schießen, hast du mal wieder, du Ochse, vergessen, dass Gott sie dir zur Seite gestellt hat, dass sie ihr Ebenbild von dem ist. Und das heißt Gemeinschaft, zurückbesinnen das. Und ich habe ein cooles Privileg und lustig ist, das war wieder abgesprochen, noch haben das gewusst, dass Dave und Dave in der ersten Reihe hocken. Und irgendwie hat es sich zufällig ergeben, dass Dave und ich etwas zusammen gemacht haben. Der eine Dave habe ich gut kennt, der andere Dave habe ich gar keine Ahnung gehabt. Und schnell habe ich gemerkt, wenn dann Dave sagst, fühlen sich immer beide angesprochen, das hilft dir, da sparst du viele Sätze. Auf jeden Fall, auf einmal hat sich etwas ergeben und wir haben austauscht und einmal hat einer etwas gesagt, nämlich, schau, was ich euch jetzt sage, das braucht mir Überwindung. Aber ich sage es euch, weil ich weiß, dass es richtig ist, das zu sagen. Mal das von der Seele rede, den roten Pfeil benennen und sage, hey, ja. Und auf einmal merke, wow, das zieht mich gerade in eine richtige Richtung. Aber das braucht auch etwas. Und wer seit lange in Ruhe mit dem oft genug probiert, wart darauf, bis der Heilige Geist die Momente schenkt. Bei uns hat sich das einfach geschwind ergeben. Vielleicht ist es im Jahr wieder vorbei, dann genieße ich das, was war. Aber die Gemeinschaft ist so wichtig, dass ihr untereinander als Church, als Gruppen, wo ihr euch trefft, dass ihr da drin sagt, look, gerade schon heute Nachmittag, hey, was wäre grüner Pfeil? Auf meine Gedanken achten, gescheite Gemeinschaft haben. Gebete jetzt machen und ich habe einen Döff, ich bete auf dem Döff, fast immer. Ich singe manchmal, einmal habe ich an der Ampel Halleluja gesungen, so laut, habe es vergessen, da hat mir einer angeschaut und hat gedacht, also, wie bist du drauf? Aber das ist, macht Gebet, wer sagt, schau mal, ich brauche meinen Gebetssessel und zünd das Kerzchen an. Das ist perfekt. Ich bin nicht der Gebetssessel-Kerzle-Typ, weil das Kerzle blase ich 3-mal aus und zünd es 10-mal wieder an, weil ich irgendwie was machen muss. Und dann habe ich kann nicht still hocken, ich bin so zappelphilipp und wenn es damals schon ADHS-Prognose gehört, dann hätte ich es 100% gehabt, nur hat das keiner interessiert. Auf jeden Fall habe ich gemeint, ich kann auf dem Döff beten. Dann habe ich innen in meinem Visier, jetzt habe ich einen neuen Helm, habe ich einen kleinen roten Punkt angeklebt. Und wenn ich so auf die Ampeluhr geschielt habe, ist mir der kleine rote Punkt in den Sinn gekommen. Und das hat gesagt, Martin, sei da, bet mal, sag Danke, kümmere dich um dein Gebetsleben. Und mach das mal, wenn du hast, kleiner roter Punkt oben ganz links innen, du schielst Uhr und denkst, wow, du kannst ja daheim Post-its platzieren, wo du sagst, schau mal, ich will mich daran erinnern. Dann habe ich nochmal etwas, werdet ihr wieder schmunzeln, glaube ich aber, dass es ein geistliches Prinzip ist, kalt duschen. Das war zumindest für mich ein geistliches Prinzip. Meine Frau schüttelt den Kopf und sagt, jetzt wäre es dann gut, Zeit ist auch um, mach mal Fische. Auf jeden Fall kalt duschen, warum? Weil ich gesagt habe, das kann ich nie. Das kann ich nie. Vergiss es. Ich kann das nie. Und dann habe ich es einfach gemacht und dann gemerkt, da musst du schnufen wie ein Ross, damit du da irgendwie am Anfang denkst, du stirbst von dem kalten Wasser. Aber ich bin bis heute nicht gestorben, ich durch 90% kalt. Und dann kommt der Nachbar zu mir und sagt, komm, wir gehen jeden Tag in den See. Ich sage, ja, ist wunderbar, August, kein Problem. Dann sagt er, nein, jeden Tag, ein Jahr lang. Und mit ein paar wenigen Ausnahmen habe ich das gemacht. Und ich habe gemerkt, ich habe den Trip überlebt. Und warum sage ich euch das? Es gibt ganz einfache Dinge, wo du einbauen kannst, wo du sagen kannst, nein, es sind Dinge möglich, es ist Disziplin möglich, es sind Abmachungen möglich, wo ich nicht geglaubt hätte, dass ich für das gewachsen bin. Du musst überhaupt nicht kalt duschen, nicht falsch verstehen. Aber eine Sache jetzt machen, was ich sage, schau mal, wenn ich jetzt kalt dusche, ich erinnere mich daran, Gott, du bist Herr und ich bin nur der, der kalt duscht. Und das langt. Du bist jetzt da. So morgens um 4 Uhr aufstehen und eine Stunde beten, dann denke ich, lönt mich rum im Glauben, bitte. Und auf einmal habe ich gemerkt, Gott hat schon deine Wege mit dir ans Ziel zu kommen. So, ich muss Fische machen, nehme jetzt schnell das Handy raus, wenn es dabei hat, nur wer will, muss keiner mitmachen. Der Simon hat das letzte Woche so gut gesagt. Der Simon hat das so blendend gesagt, das war auch so ein kleiner Lachmoment. Wisst ihr was? Wenn man lange da drauf drückt, kann man das ausschalten.
Das hat einen Ausschalter. So, und jetzt ist es aus. Und wenn ihr Lust habt, ihr müsst euch nicht von mir da irgendwo reindrängen lassen, nehmt es doch aus und schaltet es mal aus. Und genießt nachher da draußen, ohne Handy. Und wer will, der kann es ja bis heute Abend auslassen. Wenn du was hast, nicht falsch verstehen, weil deine Kinder dich erreichen müssen, lass das Ding an, null Problem. So, wir sind am Schluss, das als Prinzipien. Achte auf deine Gedanken, Gemeinschaft. Bet für die Momente im ganz normalen Alltag, roter Punkt am Roller, kalt duschen, Handy aus. Und was es auch immer bei dir ist. Fang an, dass die grünen Pfeile zunehmen und gang die in kleine Schritte. Mach nicht das Matterhorn morgen. Aber wenn du sagst, das Matterhorn ist Ziel, dann erkundige mich heute mal, wie man da Uhr kommt. Was ist das Ding, wo du jetzt mitnimmst, wo du sagst, das ist mein grüner Pfeil? Ich habe gesagt, die Auftaktverse sind aus Korinther und Epheser. Verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und das Wunder erkennen, das in dir steckt. Der Joni hat letzte Woche bei der Kindersegnung einen entscheidenden Satz gesagt. Der Aaron Benaja ist da gesegnet worden. Und er hat gesagt, das ist doch ein Wunder, das Bibel. Das ist ein Wunder und du bist ein Wunder. Du bist ein Wunder, wo da drin ins Gleichgewicht kommt, in Balance kommt, erkennt, dass er Gott und Herr ist. Und dann in allem zu ihm hinwachsen. Weil da drin, da gibt es Früchte. Jesus, danke, dass du da bist und dass du uns jetzt begegnen willst, jeden auf seine Art. Heiliger Geist, komm du und du das in uns weiter bewegen, was mir jetzt vielleicht ins Auge gefasst hat. Egal, ob es kalt Dusche ist oder ob es irgendwas anderes ist, was sagt, doch, ja. Oder vielleicht ist es auch Gott, Ordnung ins Leben bringen, in meinen Saustall daheim auf dem Fenstersims oder in mein Schlafzimmer. Oder Ordnung in meine Gedanken hineinbringen, dass ich die wegsaugen lasse vom Gedankenstaubsaugerli, wo nicht gut sind für mich. Du kannst das daraus werden lassen, was du jetzt an diesem 25. Juni hier im Ahrtal im Sinn hast. Amen.